Hey, so schön bist du wieder einig auf unserem YouTube-Kanal Sunday Night. Mein Name ist Tim. Die Message für heute, die wird so gut. Aber vorher noch, unsere Vision als Sunday Night ist, dass Menschen dürfen Jesus ähnlicher werden, furchtlos leben und einen positiven Einfluss auf ihr Umfeld ausüben. Und genau um das geht es auch heute wieder in der Message. Darum, bevor du in die Message gehst, like und subscribe bei unserem Kanal und viel Spaß bei dieser Predigt. Das Thema bewegt uns als Familie oder auch mich sehr fest seit etwa 2-3 Jahren. Und zwar hat es eine Dokumentation gegeben vom SRF, glaube ich, über einen Fall, wie wir über Homosexualität reden als ICF. Und er hat mir eine Person nachher angerufen, die früher im ICF war und wo ich sehr gut kenne von früher, und hat gesagt, ich schäme mich so. Ich schäme mich, bin ich jemals ein Teil von dieser Gemeinschaft. Eben, und es ist verständlich, oder? Auch jetzt vorhin, Menschen sind da rausgelaufen, weil es tut etwas triggern. Vielleicht auch bei dir. Bei mir hat es auch etwas triggert. Die Person sagt zu mir, ich schäme mich so. Habe ich jemals einen Teil gehabt bei euch? Wie könnt ihr heute noch im Jahr, vielleicht kennst du den Spruch auch, 2020 oder 2023, noch so Einstellungen haben? Und das hat mich mega triggert, weil ich gedacht habe, insgeheim, Scheiße, was ist, wenn ich gehe forschen und gehe in der Bibel nachsuchen und merke, wir haben es falsch ausgelegt. Was passiert dann? Dann muss ich mit dem Leo reden. Was passiert dann, wenn wir merken, wir sind falsch? Das war eine Angst, die ich hatte. Aber ich habe mich entschlossen, okay, ich gehe nicht den billigen Weg, ich will nachforschen. Und ich habe gelesen und gelesen und gelesen und bin immer noch am Lesen und studieren und einen Podcast zu hören und verschiedene Argumente links, rechts zusammenzutragen, um mich mit Leuten auszutauschen und merken, wie ich fest geworden bin und wie ich weiss, was ich glaube und sehr happy bin, ist ein Leo da heute und tut das so kommunizieren. Und dann ist es so, dass wir am Mittagstisch dann das immer so miteinander besprechen. Wir haben sehr einen offenen Mittagstisch mit unserer Family, wo jeder eigentlich Themen bringen darf, die sie gerade interessieren. Ja, sie und 3 Chicks daheim, genau, also eine Frau, aber 2 Töchter, das ist wichtig. Und dann kommen sie, brühwarm, bringen sie Sachen heim, und wenn wir über Homosexualität reden, dann hat mich die eine schon mal gefragt, ja Papi, was ist, wenn ich lesbisch bin? Und schau dich an, Testing in deine Augen, und ich sage ihr, ich liebe dich genau gleich fest. Aber das ist das Vortrag, das ist das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, das ist nicht der Plan von Gott. Der Plan von Gott ist Mann und Frau und Ehe und Familie. Und dann sogar noch der Sex in der Ehe, das glaube ich auch noch. Das ist noch verrückter, oder? Zu wem komme ich nachher noch? Dann kommt die andere Tochter heim und sagt, Papi, wir haben Anschauungsunterricht gehabt und wir haben ein Doku geschaut über Homosexuelle, und die haben sich innig geküsst und geschmuset. Und die meisten von der Klasse haben sich geekelt und sich abgewendet. Und dann hat der Lehrer den Bildschirm abgestellt und hat gesagt, er findet es sehr traurig, dass die Menschen jetzt, also die Schüler so reagiert haben, weil das sagt doch etwas Normales und etwas Schönes. Es ist einfach interessant, dass wir unsere Kinder endlich machen lassen, und jedes Kind weiss ja innerlich, was gut ist für das Kind, sagt ja unser Zeitgeist. Aber wenn du dann, eben, wie der Leo gesagt hat, die Sexualität erwacht irgendwann, und dann sind die ersten Reaktionen das, dann musst du dir auch eine Frage stellen vielleicht. Und so reden wir über all diese Sachen und finden manchmal keine Lösung über Sachen, aber ich merke, Gott sagt das und das, und ich will mein Leben nach dem ausrichten. Und by the way, mir ist etwas wichtig. Ich finde, wir reden jetzt immer von dem LGBTQIA+. Wie das sagst du falsch, gell? Ja, voilà. Und ich finde es noch interessant, weil man tut dann immer auf die Leute, die wir uns fokussieren, und die haben auch so ein bisschen das Opfer, die Opferrolle, die sie mitbringen, weil sie zum Teil auch wirklich diskriminiert werden oder worden sind. Aber hey, jeder von uns muss seine Sexualität Gott unterordnen. Hast du dir das überlegt? Gott hat an jeden von dich und mich, von jedem von uns heute Abend, hat er eine Message. Wir alle sind broken, sind kaputt sexuell. Bin ich ziemlich sicher, dass jeder von uns muss Gott sein Herz anheben, dass er und sie geheilt wird und kann ein Leben führen, was eben zum Leben führt und schön ist und so.
Genau. Thank you, Dave. So, du Joel. Ich möchte mit euch jetzt an den Ort gehen, wo wir uns fragen, okay, was nehmen wir mit? Oder wie können wir jetzt all die Sachen, die mega spannend sind, vielleicht auch Erleuchtungen gegeben hat, aber was machen wir praktisch in unserem Leben? Und ich möchte dich so in 6 Schritte mitnehmen, die ich mega sinnvoll finde und wo ich mir auch wünsche, dass wir es zu der Kultur machen von uns in der Church. Das Erste ist, lass es eine Church sein, wo wir uns entscheiden, auf welchen Wert das du baust und kann aber auch Gründe. Schau, welchen Wert das man hat im Leben, für das soll man sich entscheiden. Und ich mache dir auch einen grossartigen Vorschlag. Entscheide dich zum Beispiel, welchen Wert dass du lebst in einer Beziehung, bevor du geheiratet bist. Entscheide dich für das, bevor dass du in der Beziehung bist, wo du dann bist. Weil dann kommen so viele Emotionen und so noch dazu. Darum ist es gut, wenn du das schon weißt. Und das Zweite, entscheide dich für Werte, wo du auch Gründe kennst. Es langt nicht, wenn du sagst, ja weisst, der Leo hat gesagt und darum muss ich jetzt den Wert auch übernehmen. Sondern erforsch, was sind die Gründe dahinter? Du kennst jetzt vielleicht ein paar Bibelstellen und ich weiss, es ist noch schwierig. Ich habe gewisse Gründe und Argumente gehabt und im letzten Jahrzehnt sind im Internet mega viele Seiten sogar gelöscht worden, wo mir geholfen haben, Argumente zu finden. Oder die Leute, die das abgenommen haben oder Videos, die gesperrt worden sind. Und da muss man halt einfach wieder suchen. Es gibt so viele wunderbare Videos, wo Leute erklären, warum, wie, was. Und was mir das Wichtigste ist, ich gehe nicht allein das rein, der Dave und ich, wir tauschen immer wieder aus. Was glaubst du? Wir tauschen Erkenntnis und gehen als Small Group in diesem Thema weiter und auch sonst mit Freunden zusammen. Ich übernehme Verantwortung, dass ich Gründe auch kenne für meine Werte und auch darum kann argumentieren. Und es kann immer sein, dass du an jemanden kommst, der ein Argument bringt, wie zum Beispiel das mit den Römern, das vorher gekommen ist. Ja, die Römer haben nie halt Homosexualität nur gelebt auf gleicher Ebene, sondern nur immer, dass man halt, dass es eben in Form von einer Vergewaltigung eigentlich war. Der Punkt ist, das Argument stimmt nicht, aber wenn dir das jemand so sagt, weisst du es ja nicht. Und dann musst du es mal stehen lassen und nimmst dir wieder Zeit, um wieder zu fragen, stimmt das echt oder nicht? Und holst dir Meinungen ein. Aber lass uns Verantwortung übernehmen. Wenn wir so klare Werte haben, lass uns auch forschen, was sind die Gründe. Nummer 2. Was ich mir wünsche, acht auf eine respektvolle Sprache. Ich habe mich entschieden, ich reg mich nicht mehr auf, wenn von der Gegenseite die Sprache nicht respektvoll ist. Ich werde für meine Meinung amigs diskriminiert. Und das ist so. Und ich werde homophob genannt, nicht weil ich Angst habe vor Homosexuellen. Ich habe keine Mühe. Ich habe im Umgang mit homosexuellen Menschen wirklich keine Mühe. Oder ich werde als Hass erfüllt, werde ich genannt, obwohl ich eigentlich sehr liebevoll diesen Menschen gegenüber stehe. Aber ich kann darauf schauen, was habe ich für eine Sprache. Und ich schreie nicht so zurück, wie ich angeschreit werde. Vor allem nicht zu Menschen, zu einzelnen Individuen. Es wirkt manchmal so, als würde uns die Welt mega anklagen, aber einzelne Menschen sind zum Teil mega offen und haben nicht das Problem mit mir. Und sie sehen es vielleicht anders, aber ich will respektvoll darüber reden. Und da müssen wir uns als Christen auch an der Nase nehmen. Wenn wir eine Kultur noch haben, irgendwo in der Kirche, und vor 10 Jahren hat man noch immer wieder so Sprüche gehört und so, dort müssen wir einfach wirklich, wir hören auf mit blöden Sprüchen, die nicht angebracht sind. Und nehmen uns dort an der Nase und sind respektvoll im Umgang mit diesen Menschen. Das wünsche ich mir. Das Nächste. Lass uns offen sein, heiße Menschen mit abweichender Sexualität willkommen. Was meine ich damit? Zum Teil merkt man es oder findet es gerade raus, dass wenn ein Mensch irgendwo kommt, in die Kirche oder in den Freundeskreis oder wo auch immer, und ich weiss, es gibt amigs noch Leute oder Christen, die das Gefühl haben, mit so Menschen sollte man auf Distanz gehen. Es geht auch grundsätzlich ja jetzt da nicht nur um Sexualität, jetzt Homosexualität, es geht auch darum, um Menschen, die zum Beispiel, du weisst, da ist jemand in einer Small Group und irgendwie der hat auch gerne One-Night-Stand und redet über das und jeder weiss es. Oder es gibt jemanden in deinem Umfeld, der gerne Pornografie konsumiert und das super findet. Oder was auch immer. Dort einfach
heisst der Mensch willkommen. Und nicht nur, weil er sexuell etwas anderes denkt, eine andere Meinung hat oder so, dass du die Haltung hast, oh, das ist ein Sünder. Und dann muss man vielleicht auch amigs sein Gewissen einfach lenken. Weil zum Teil bist du so geprägt, dass Sünder, mit denen darfst du nichts zu tun haben. Dabei ist es so klar, dass Jesus so etwas anderes vorgelebt hat und nie das zuvorderst gestanden ist. Nie in einer Begegnung drin zuerst der Mensch nach seinen sexuellen oder nach seinen Werten oder nach dem irgendwie beurteilt hat, sondern der Mensch gesehen hat, so wie er ist, geliebt hat, was brauchst du, was willst du und da offen war. Das Nächste, was ich mir wünsche. Bist du bewusst, dass Sexualität etwas Intimes ist, darum heb dich zurück, wenn du nicht gefragt wirst. Ich mache immer den Vergleich. Wie viele Menschen wissen, was deine sexuellen Vorlieben sind? Wie viele Menschen wissen wirklich, auf was du stehst? Wie viele Menschen wissen wirklich so ein bisschen, das würde dich so ein bisschen warm machen? Weiss es überhaupt jemand, oder? Ist die Frage. Okay, du merkst, es ist etwas so Intimes für dich selber, dass du nicht mit vielen Menschen darüber redest. Und zum Teil, sobald über jemanden etwas rauskommt, was sexuell in seinem Leben läuft, reden wir hinten rum und plötzlich weiss es jeder in der Gruppe und alle reden darüber, hey, hast du gewusst, im Fall der hat einen One-Night-Stand und der hat das und das. Und wir gehen so leichtfertig mit der Intimität von einer anderen Person um. Oder haben das Gefühl, sobald jemand sich outet in irgendetwas, jetzt dürfen wir doch bei dieser Person fragen und Sachen reinreden oder was auch immer, die Meinung sagen. Und der Punkt ist einfach, es ist so, im Gegenform wäre es verdammt komisch, wenn jemand plötzlich zu mir kommt, hey, ich habe gehört, du bist geheiratet jetzt, hey, ich habe noch einen Sextipp da, so nach 10 Jahren solltest du endlich mal auch neue Sachen ausprobieren zum Beispiel. Es wäre so unangebracht. Aber irgendwie haben wir das Gefühl, das gilt nur bei Leuten, also einfach der Respekt, den man dort bringt, darf man bei anderen dann nicht haben. Und darum lass uns dort wirklich vorsichtig sein und wir müssen niemandem unsere Meinung irgendwie reindrücken. Das ist nicht dein Auftrag als Christ, deine Meinung überall reinzudrücken, wo nicht Beziehung bauen ist. Darum frage ich mich immer, bei wem bin ich als Freund so nah, dass ich auch über meine Sexualität reden würde. Und dann ist es so ein gutes Maß, dass du auch etwas fragen oder ansprechen bei der anderen Person. Dann das Nächste. Pflege Freundschaften unabhängig von unterschiedlichen Meinungen. Man kann in Beziehungen, in Freundschaften, die man hat, an den Punkt kommen, wo man weiss, man sieht das anders und man weiss es und man muss es auch nicht jedes Mal nochmal diskutieren und wir haben einander gern und wir sind Freunde und wir bleiben Freunde, egal was du machst, was ich mache. Ich sehe nicht alles gleich. Dein Lifestyle ist dein Lifestyle, mein Lifestyle ist mein Lifestyle, aber wir sind Freunde. Und wir sind starke Freunde und wir sind Freunde, die einander lieben. Wir sind Freunde, die zusammen auch Jesus an erster Stelle haben und wir sind Freunde. Und das kann man im Fall. Und es geht mega gut. Und vielleicht braucht es eine Zeit und es braucht eine Phase, wo es ein bisschen komisch ist, aber man kommt weiter. Und man kann, auch wenn man sexuell etwas anderes, anderer Meinung ist oder das anders auslebt, kann man Freunde sein mit unterschiedlicher Meinung. Es funktioniert im Fall wirklich auch gut. Und da hat man vielleicht alle Jahre mal wieder etwas, dass man das zum Thema macht und wieder darüber redet, aber auf einer freundschaftlichen Ebene. Und das ist mega ein fruchtbarer Boden, wo man dann gute Diskussionen auch hat und lernt vom Gegenüber auch immer wieder Neues dazu. Und dann das Letzte. Ist gut gewesen? Okay. Steh zu deinen Werten, aber nimm niemandem die Entscheidung ab. Wir Christen haben das Gefühl, wir sind verantwortlich, wenn unsere Freunde in eine andere Richtung gehen oder was sie machen für Entscheidungen. Das stimmt nicht. Und es bringt nichts, das ist destruktiv und bringt ihm erst recht noch dort an, wenn du jemanden korrigieren willst und sagen, hey, du darfst im Fall nicht und wenn du das machst, rühre ich dich aus der Small Group und wenn du das machst, dann kündige dir die Freundschaft. Das ist alles, das ist so blöd. Es ist wirklich nur destruktiv. Es macht die Leute, die sich schon allein fühlen sich noch mehr allein und im Stich gelassen. Dabei sollten sie eben erst recht deine Freundschaft eben kennen. Oh. Schau,
es ist wichtig, du kannst immer zu deinen Werten stehen. Du lebst in einer Welt, wo amix für welche Werte stehen sie, ist amix so diffus. Du hast eine Welt, wo mal das schreit, aber amix habe ich sogar das Gefühl, dass sie sich gegenseitig so widersprechen, jetzt wieder, was ist es. Aber wir können klare Werte und für die anstehen. Und gleichzeitig, was die Welt eben nicht macht, sie haben amix vielleicht nicht klare Werte, aber sind dann mega hart im Durchsetzen. Und wer anders denkt, der soll bloßgestellt werden. Und Jesus sagt genau das andere. Bist klar in deinen Werten. Steh du zu dem, verfolg du das, aber bist liebevoll im Umgang mit den Menschen, mit deinen Nächsten. Und das ist für mich so etwas, was ich mir wünsche für uns als Church. Für uns als Kirche, dass wir sagen, wenn wir in der #Jesus-Serie sind und wir nehmen das Thema, das irgendwo sehr zeitgemäß ist, dann glaube ich, ist es so gut, wenn wir uns einfach positionieren in dem drin. Wie Jesus, er hat klare Werte, aber einen liebevollen Umgang zu jedem Menschen. Er sieht, er weiß, was in der Bibel steht und verrückt es keinen Millimeter und geht für das. Und gleich ist er offen, jedem Menschen wieder von Herzen zu begegnen und mit Liebe da zu sein. Und das ist mein Vorbild, das ist das, was ich mir wünsche, dass wir in das hinein gehen können und das von Jesus lernen. Komm, stehen auf miteinander, Church. Haben übrigens gemerkt, dass wir die Message länger gemacht haben heute Abend? Das war bewusst. Ich möchte für die 2 Sachen beten. Dass Gott uns führt durch seinen Geist, der sagt, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit führen. Und Jesus, es ist wirklich amix sehr komplex. Es braucht wirklich amix viel Weisheit und es ist schwierig zum klar durchsehen. Aber ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du mich in all diesen Themen in die Wahrheit führst. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, Wert für mein Leben zu finden, wo ich begründet habe und kann wissen, warum ich Wert habe. Und dann bitte ich dich, Jesus, auch, dass du mich lehrst, so wie du es gelebt hast, in Liebe jedem Menschen zu begegnen. Und das ist amigs so nicht einfach, Jesus. Ich bitte dich für alle Freundschaften, die spannungsreich sind. Schenk mir die Liebe, schenk mir die Geduld und schenk mir auch die Weisheit. Schenk mir den Mut, aufs Maul zu hocken. Schenk mir den Mut, im richtigen Moment das Maul aufzumachen. Und vor allem, Jesus, führe mich in deiner Liebe zu diesen Leuten um mich herum. Lass uns heute Abend in diesem Thema, das schwierig ist, in allem drin nehmen. Das hilft mir, wenn ich nicht weiter weiss, wieder das ins Zentrum zu setzen, wo mein Zentrum ist, Jesus selber. In dieser #Jesus-Serie geht es uns darum, dass wir Jesus in jedem Bereich von unserem Leben ins Zentrum stellen. Und vielleicht hat die Message bei dir gerade irgendetwas ausgelöst und du hast gemerkt, gewisse Bereiche sind ihm noch nicht untergeordnet. Und ich möchte dir wirklich ans Herz legen, halt das Video gerade jetzt schon an und überleg, hey, gibt es einen Bereich, wo ich Jesus möchte reinlassen? Weil ich bin überzeugt, wenn wir das machen, wenn du das machst, daheim, wo immer gerade du zuschaust, dann gibst du Gott Raum zum Einfluss nehmen auf dein Leben. Hey, und wenn es dich interessiert, wer wir als Sunday Night sind, wir haben einen Telegram-Channel, wo du immer up-to-date bist, wo immer die neuesten Infos reinkommen. Da wird es eingeblendet. Wäre cool, dich zu sehen. Und wenn du noch nie vor Ort bist, ich lade dich ein. Komm mal vor Ort. Sunday Night, 7 in der Hall in Stettbach. Wäre cool, dich kennenzulernen. Ganz eine schöne Woche.